Hallo miteinander. Ich freue mich, dass wir mit euch weiter in das Jahresthema, das wir haben, eintauchen, unterwegs sein. Und ihr habt sicher auch schon gemerkt, man kann das mit verschiedensten Betonungen anschauen. Es kann einfach sein, unterwegs sein. Es kann sein, unterwegs. Oder es hat dann eben das Sein als einen Aspekt. Und gleichzeitig ist in dem ja auch ein bisschen eine Spannung drin. Und ich glaube, das ist bewusst, oder? Nachfolge ist ein Navigieren und in eine sinnvolle Balance hineinbringen von diesen beiden Aspekten. Von dem Unterwegssein und gleichzeitig auch von dem einfach Sein. Und vielleicht Spannungen, oder vielleicht denkst du gerade so, wieso immer Spannungen in der GVC? Reden wir so viel über Spannungen. Und ja, das hat damit zu tun, dass wir überzeugt sind, dass der Umgang mit Spannungen eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir lernen oder müssen lernen in der heutigen Zeit. Es ist die Kunst, der Gefahr zu widerstehen, den Halt und die Sicherheit in einfachen Antworten zu suchen. Weil das machen wir nur zu gerne. Oder? Sobald es irgendwo ein bisschen schwieriger wird oder eine Herausforderung kommt, wären wir froh, wenn wir es einfach und prägnant könnten lösen und einfach sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und das sieht man gerade in Zeiten, wo viele Herausforderungen da sind, wie schnell dann auch gerade die einfachen oder eben dann oft dann die extremeren Pole Aufwind bekommen, auch gerade zum Beispiel in der Politik. Sobald irgendwo die Lage ein bisschen angespannter ist, haben die extremeren Positionen in beiden Richtungen Zulauf. Und ähnliche Tendenzen gibt es manchmal auch im Glauben. Und der Glaube ist ja etwas, wo uns Halt und Sicherheit geben möchte. Und das tut er auch. Aber eben nicht, indem er einfach auf alles uns eine einfache Antwort liefert, sondern indem er uns eben zeigt, wie wir durch die Beziehung und der Nachfolge mit Jesus einen Weg finden können zum Leben, wo uns nicht nur einfach erlöst und rettet, sondern uns ein Leben in Fülle und Bestimmung bringt. Und wo nicht einfach auf jede Frage und jedes Thema, das uns irgendwo beschäftigt, einfach eine Antwort gibt. Es geht um viel mehr als nur das. Und darum ist Spannungen immer wieder mal ein Thema bei uns in der GVC, auch weil wir euch einfach zutrauen, dort den Königsweg zu finden, nämlich einen gesunden Umgang mit dem und so wie wir das in dieser Serie vielleicht nennen, ein Leben im Einklang mit Jesus, wie so der Untertitel von dieser Serie ist. Wir haben letzte Woche gestartet mit dem Sein, den Aspekt genauer angeschaut, ein Zuhause-Sein bei Gott. Und Simon hat am Anfang dort gefragt, wer von euch sich auch so nach 1-2 Wochen Ferien ein Stück weit auch einfach wieder freut aufs Zuhause. Und ich habe mich ertappt gefühlt. Mir ist das tatsächlich so. Nach etwa 2 Wochen denke ich dann so, okay, noch ein paar Tage und dann, aber nachher ist dann eigentlich auch gut. Dann freue ich mich auch wieder einfach, zuhause zu sein. Und irgendwie ist das so tief bei uns drin. Wir haben irgendwo eine Sehnsucht nach einem Ort von einem Zuhause. Und der Simon hat das mega cool aufgezeigt, Sonntag, wie gerade in der heutigen Zeit, wo auch eine enorme Beschleunigung vom Leben da ist, viele Menschen ein Stück weit in einer Entfremdung leben. Und das Sein von dem Jahresthema, das bedeutet, eine Heimat zu finden, auch in der Verbundenheit mit Gott, in Beziehungen mit anderen Christen und als Teil von dieser grossen Story, wo wir uns drinnen befinden, wo Gott uns hineingestellt hat. Und wenn du diesen Teil verpasst hast, dann würde ich dir Mut machen, um das unbedingt nachzuhören, weil ich merke, wie meine Seele sich immer wieder nach dem Zuhause sehnt. Und es ist vielleicht wichtig in dieser Serie, das immer im Hinterkopf behalten, es hat immer beide Aspekte. Heute reden wir über das Unterwegssein und letztes Mal war es Sein und immer beides irgendwo im Hinterkopf behalten und nicht nur das, was wir jetzt heute hören. Aber eben vielleicht habt ihr auch gemerkt, Sein, eben nur Sein. Aber wenn wir so fest wir uns manchmal danach sehen, das kann es irgendwo ja auch nicht sein. Oder? Nur schon als Mami hat mir früher gesagt, hey, einfach nur die Hause hocken, das geht im Fall nicht. Du musst auch irgendetwas machen. Wahrscheinlich hätte sie mich einfach loswerden oder ich bin auf die Eier gegangen. Oder? Aber wir spüren es einfach nur Sein auf die Dauer ist das kein Zustand, der uns irgendwie zufriedenstellt. Es braucht irgendwo ein bisschen mehr, unser ganzes Leben, unser Wesen, unseren Körper und alles ist darauf ausgelegt, dass wir irgendwo auch in Bewegung sind. Und darum schauen wir jetzt das Unterwegssein miteinander ein bisschen genauer an. Und ich kann jetzt schon sagen, im
unterwegs sein versteckt sich Sinn und Bestimmung für unser Leben. Die Sachen, wo es sich lohnt dafür, am Morgen amigs aufzustehen. In dieser Serie inspirieren wir uns ja in erster Linie fest an Jesus. Und der erste Gedanke, wenn wir so unterwegs sind, mit Jesus verbindet, kommt einem gerade in den Sinn, ja, Jesus war so ein Wanderprediger gewesen, oder? Er war oft unterwegs gewesen, umgezogen. Und man denkt vielleicht gerade in erster Linie an das. Aber wir versuchen, das Unterwegssein ein bisschen in einem anderen Sinn zu verstehen. In Matthäus 4,19 macht Jesus eine Aussage, die er immer wieder zu Menschen gemacht hat. Er sagt, kommt, folgt mir nach. Dort war das zum Petrus und zum Andreas. Aber es ist eine Aussage, wo man immer wieder liest, dass Jesus Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Und heute reden wir bei Jesus nachfolgen. Das ist ein anderer Begriff, den man oft hört dazu, ist Jüngerschaft, auch so ein Thema. Das ist eins und das Gleiche. Und Jesus nachfolgen ist eben ein Unterwegssein. An seiner Seite zu sein. Von ihm lernend. Und der Dani Rohner hat im Jahresvisionsgottesdienst das Bild gezeigt aus dem Film Chosen. Das haben wir eventuell auch, können wir einblenden, genau. Und bei den ersten Jüngern war das wortwörtlich so gewesen, oder? Sie haben sich aufmachen, haben alles zurücklassen, wo sie waren, und dem Jesus nachfolgen und den ganzen Tag mit ihm sein und mit ihm umziehen, von ihm lernen. Und ihr Leben hat sich total verändert, durch das, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Und für uns, für heute, möchte ich so mit der Definition gehen, dass unterwegs sein bedeutet, dass Jesus uns einlädt auf lebensverändernde Prozesse. Es bedeutet, dass auch wir uns aufmachen, um mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen und durch ihn verändert zu werden. Und das ist so der Aspekt, den wir heute anschauen möchten. Wir tauchen gerade ein in die Evangelien. Oder? Wenn wir dort lesen, dann eins, was auffällt, immer dort, wo Jesus Menschen begegnet ist, haben sich Leben verändert. Vielleicht kannst du mal schnell an irgendeine Story denken, wo dir gerade in den Sinn kommt, wo Jesus jemandem begegnet ist, wo du mal weißt aus der Bibel. Ziemlich sicher wird sich dort ein Leben verändert haben. Und das, was uns vielleicht in erster Linie, oder so, wenn wir nur kurz darüber nachdenken, am schnellsten auffällt, ist, dass es oft so eine plötzliche, direkte, lebensverändernde Auswirkung hat, wenn jemand Jesus begegnet ist. Oder es war jemand irgendetwas am Machen gewesen, oder hat Jesus extra gesucht, hat ihn gefunden, bang! Jesus hat irgendwie mit dieser Person geredet, etwas gesagt, sie geheilt, und das Leben nachher war komplett anders gewesen. Irgendwie auch ein bisschen scary, oder? Stell dir vor, ich meine, wir reden ja immer davon, dass wir Gott da im Gottesdienst auch begegnen können. Stell dir vor, du kommst in den Gottesdienst und dein Leben nachher ist komplett anders, nicht mehr gleich wie vorher. In gewissen Aspekten würden wir es lieben, oder? Wir haben alle eine Liste von 100'000 Sachen, wo wir froh wären, wenn es Gott ändern. Aber wir haben auch ganz viel, wo wir eigentlich sehr happy sind und zufrieden sind, wenn sich das nicht ändert und wo wir uns vielleicht 3-mal wieder überlegen, ob wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir wüssten, es könnte nachher sein, dass das ganz anders ist. Ich glaube, von dem müssen wir jetzt nicht mega Angst haben. Aber so die plötzliche Lebensveränderung, das ist das Erste, was uns oft auffällt. Aber Jesus lädt oft auch eben auf einen lebenslangen Veränderungsprozess ein. Bei den Jüngern sind wir uns das sehr bewusst. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Es war normal für ihn, dass er Menschen herausgefordert hat, ihr ganzes Leben auch eben andauernd zu verändern. Eine Story, die das zum Beispiel gut zeigt, ist, wo eine Frau mit einem anderen Mann zusammen verwünscht worden sind, die eigentlich nicht hätten zusammen sein sollen. Und das ist natürlich dann blöd, wenn du verwünscht wirst. Und sie haben sie genommen, sie haben sie an einen öffentlichen Ort angeschleppt zu Jesus. Spannenderweise nur sie, der Mann nicht. Das ist ein bisschen Tragik an der ganzen Sache. Aber sie sind zu Jesus gekommen mit dieser Frau und haben gesagt, hey Jesus, diese Frau müsste vom Gesetz aus gesteinigt werden. Was meinst du? Ist irgendwo noch, das war eine Falle, die sie stellen wollten, oder? Und Jesus hat da so ein bisschen berühmte Szenen im Sand, irgendwie ein bisschen gemalt, sich ein bisschen gedruckt und dann die berühmten Worte gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und nach ist einer nach dem anderen gegangen. Die Begegnung mit Jesus hat dieser Frau wortwörtlich ihr Leben gerettet. Wahrscheinlich wäre sie sonst gesteinigt worden. Aber es ist eben nicht bei dem geblieben. Jesus
hat sie auch aufgefordert, nicht mehr gleich weiterzuleben wie vorher, sich zu verändern. Wir lesen nämlich nachher, als er allein mit ihr war, dass sie gefragt hat, du, wo sind die alle? Ah, okay, hat dich niemand verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Und das ist irgendwie so das Kraftvolle in diesen Begegnungen mit Jesus. Wir sehen wie zwei Sachen in dem hinein. Das eine ist, Jesus begegnet dir immer mit Annahme. Egal, was du gemacht hast und egal, wie peinlich oder beschämend das ist, Jesus begegnet dir mit Annahme. Er verurteilt dich nicht, du kannst einfach mal sein. So wie bei dieser Frau, wo Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus verurteilt dich nicht. Und mehr als einmal ist die religiöse Elite empört darüber gewesen. Mit wem das sich denn Jesus alles abgegeben hat, da sind Typen darunter gewesen, wo alle gesagt haben, hey, mit denen darfst du eigentlich nicht abhängen, Jesus. Das ist im Fall wirklich nicht okay. Aber für Jesus war es okay gewesen, er hat die Menschen angenommen. Das ist ein Stück weit, kann man sagen, auch fast ein bisschen der Aspekt sein. Bei Jesus dürfen wir einfach sein, so wie wir sind. Wir sind angenommen bei ihm. Aber es bleibt schlussendlich nicht bei dem. Oder? Jesus ruft uns auf, uns aufzumachen, zum unterwegs zu sein und ihm ähnlicher werden. Seine Botschaft ist nicht, hey, du bist einfach gut so, wie du bist. Bleib, wie du bist, oder? Vielleicht kennen ihr auch die Kärtchen, wo man sich manchmal geschrieben hat oder wo man lieb gemeint hat, jemandem zu sagen, hey, bleib, wie du bist. Und damit sagen, hey, ich habe dich gern, so wie du bist. Super Person. Aber innerlich wissen wir alle, dass das eigentlich nicht ein guter Ratschlag ist, oder? Wenn wir wissen, dass wenn du mich besser würdest kennen, würdest du das nicht schreiben. Ich kann noch etwas sagen, Steffi hat mir das noch nie geschrieben. Sie sagt, sie gibt mir viel liebe Worte, nicht jetzt dazu, um das falsch zu verstehen. Sie gibt mir viel liebe Worte, aber das wäre wahrscheinlich nicht das Ding, wo sie mir geben würde und sagen, hey, bleib einfach, wie du bist, weil sie kennt mich genug gut, dass ich mehr als genug Potenzial habe, um mich noch zu verändern. Wie gesagt, sie gibt mir ganz, ganz viel liebe Worte und nicht, dass es jetzt falsch steht. Aber ihr könnt ja auch mal eure Partner fragen, soll ich wirklich so bleiben, wie ich bin, oder hättest du da ein paar Sachen? Vielleicht mache ich das lieber nicht. Genau. Auf jeden Fall, Jesus nachfolgen, das findet dort statt, wo eben beides gibt. Das Sein, das Angenommensein, aber es ruft uns dann eben in ein Unterwegssein hinein, wo wir uns immer wieder aufmachen und das hört nie auf, zum Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe darum die Predigt so unter den Titel gestellt, Gottwärts unterwegs. Ihm nachgehen, in seine Richtung unterwegs sein und nicht noch jemand anders hin. Von dem redet da der Vers, wo wir in dieser Serie immer wieder darauf zurückkommen. Und Simon hat letztes Mal aus der Übersetzung das Buch vorgelesen und ich zeige ihn auch nochmal aus deren Übersetzung. Jesus ruft uns zu, kommt zu mir. Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Das ist ein wunderbarer Vers, so ein cooles Versprechen. Im Einklang mit Jesus leben, von ihm lernen, Ruhe finden. Die leichte Last, die Jesus davor redet. Das klingt gut. Und ich glaube, wir sind uns natürlich trotz dem Vers schon auch bewusst, oder, dass unterwegs sein ein Stück weit auch ein bisschen bedeutet, Bequemlichkeit verlassen. Aber ein Unterwegssein, weil unterwegs sein ist ja nicht auf dem Sofa, das macht man nicht beim Nichtstun, aber so die leichte Last, das klingt mega gut. Jetzt gibt es ein Problem. Jesus hat nicht nur die Aussage gemacht, sondern er hat auch noch ganz andere Aussagen gemacht im Zusammenhang mit Nachfolge. Und da gibt es ein paar, die ein bisschen krasser sind. Zum Beispiel in Markus 8. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren.
Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Das sind mega herausfordernde Aussagen, die Jesus da macht, und das sind bei weitem nicht die einzigen. Er hat noch ganz andere Stellen in allen Evangelien, wo es ganz ähnlich tönt oder noch anders. Da redet er einmal davon, dass die ihm nachfolgen, keinen Ort haben, wo sie ein Zuhause haben. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber wer ihm nachfolgt, hat kein Zuhause. Oder da kommt einer und sagt, hey, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuerst nach Hause gehen und meinen Vater beerdigen, auf Begräbnis machen, und dann komme ich dir nach. Und dann sagt Jesus, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und das sind schon heftige Sachen, oder? Du denkst so, echt jetzt, Jesus? So übertreibst du jetzt da nicht ein bisschen? Aber es gibt verschiedenste Stellen, wo Jesus den Punkt irgendwo mega deutlich machen will, dass ihm Nachfolgen einen enorm hohen Preis auch kostet. Und dass es schon fast ein Stück weit eine Grundbedingung ist, um ihm nachfolgen. Er sagt sogar, es geht eigentlich gar nicht, ohne dass man einen höheren Preis zahlt, ihm nachzufolgen. Und ich habe mich dann schon gefragt in den Vorbereitungen, so, okay, wie müssen wir die Aussagen verstehen und wie bringen wir das zusammen mit den anderen? Ich meine, was meint Jesus wirklich damit, mit dem höheren Preis? Und was heißt das für uns heute? Früher war es vielleicht noch anders, die haben wirklich gerade ihm nachlaufen. Und wie passt jetzt das zu einem anderen Vers und der Aussage von der leichten Last? Das ist das, was wir jetzt noch miteinander anschauen im restlichen Teil dieser Predigt. In Lukas 14, 26 hat es auch so eine Aussage, wo Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Mir ist wichtig zu sagen, so Stellen sind manchmal auch schon missbraucht worden, dass Missionare oder andere Leute ihre Familie oder Pastoren sehr oft ihre Familie vernachlässigt haben. Und es soll nicht in so eine Richtung hineingehen. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns fragen, was ist der tiefere Punkt hinter diesen Aussagen, die so herausfordernd sind. Und ich glaube, im Endeffekt läuft es vor allem auf einen Punkt raus, wo Jesus da immer wieder machen möchte, nämlich die Frage, für was oder für wer leben wir wirklich? So ganz wirklich. Wer sitzt effektiv am Steuer von meinem Leben und in welche Richtung geht es? Geht es gottwärts oder geht es ichwärts? So nach mir selber und meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen, die ja oft auch sehr eher selbstsüchtig oder auf mich selber schauend sind. Ein Drang nach mehr. Oder ich habe jetzt das, einfach, dass es ein bisschen besser passt, Menschwärts genannt und meine damit so ein bisschen das Hamsterrad von unserem Leben, wo wir uns drin befinden, all die Vorstellungen und Erwartungen von unserem Umfeld, der Gesellschaft, ist das, was mich eigentlich wirklich antreibt und effektiv dazu bringt, meine Entscheidungen zu fällen. Was der Chef von mir will, was die Schule von mir will, was die Nachbarn von uns wollen, die Familie oder was halt eben gerade so gesellschaftlich akzeptabel und angebracht ist oder eben nicht. Ich glaube, was Jesus klar macht, wenn er über die Kosten der Nachfolge redet, ist, du kannst nicht alles haben. Jesus nachfolgen mit ganzem Herzen und gleichzeitig auch noch ein Geld und einem Erfolg und einem Ansehen und einem Genuss. Es geht nicht alles. Und Jesus fordert uns auf, dort dann irgendwo eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben sich unsere Möglichkeiten ja oft vervielfältigt. Und praktisch alles von diesen Sachen, oder Geld, Erfolg, Ansehen, Raum, Genuss, steht uns irgendwo ein Stück weit offen. Und ich glaube, der Challenge ist, dass wir uns tatsächlich irgendwo lernen zu fokussieren, zu priorisieren, was wirklich wichtig ist und eben auf Sachen zu verzichten und nicht noch versuchen, dafür von Unzweckli rauszuholen.
Also sagen, eben, ich folge Jesus nach, aber viel Geld haben ist mir auch noch wichtig. Oder das Leben möglichst geniessen ist mir auch noch mega wichtig. Sondern eben vielleicht die Priorität irgendwo zu setzen. Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Und es gibt viele Fragen oder Ausleger, die sich Gedanken gemacht haben, was da effektiv könnte die Situation sein. Aber ich glaube, was so ein bisschen der Punkt dahinter ist, es wäre ja möglich gewesen für den jungen Bursch, sich zuerst ums Begräbnis und dann eben damit vor allem vielleicht auch das Erbe kümmern und Jesus erst dann nachzufolgen, oder? Vielleicht dann sogar finanziell noch ein bisschen besser abgesichert und so weiter. Und dann Jesus nachfolgen. Und ich glaube, was Jesus ihm damit wie sagen ist, was ist das, was du wirklich willst? Was ist das, was dir wirklich wichtig ist und an erster Stelle? Ich habe versucht, ein paar Fragen zu formulieren, die uns ein bisschen helfen können, mal über das ein bisschen zu reflektieren. So, was oder wer bestimmt meinen Alltag? Mein Denken, was ist oft in meinen Gedanken? Nach was für Kriterien fälle ich meine Entscheidungen? Wie oft treffe ich meine Entscheidungen in erster Linie nach dem, was mein persönlicher Nutzen ist? Oder was mein finanzieller Gewinn daraus ist? Oder Verlust? Was mein potenzieller Genuss ist? Oder sind meine Entscheidungskriterien, was möglichst nach keiner zusätzlichen Verpflichtung oder Entbehrung tönt? Oder nach dem, was möglichst bei anderen vielleicht gut ankommt? Das sind so Fragen, wo man sich selber mal ein bisschen challengen und mal ein bisschen versuchen kann, auf die Spur zu kommen. In dem Markus-Vers sagt Jesus am Schluss noch, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Und ich glaube, damit stellt Jesus die Frage, auch so ein bisschen zum darüber nachdenken, was ist denn das, was effektiv auch am Schluss wirklich zählt? Was hat wirklich einen Wert? Und vielleicht oder bei diesen Aussagen, die Jesus gemacht hat, ich glaube, er hat die Leute dort schon auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und vielleicht hat es dich jetzt auch gerade ein bisschen vor den Kopf gestoßen und fordert die Frage raus, so, ja, lohnt sich das wirklich? Will ich das wirklich? Und jetzt kommen wir nochmal auf den anderen Vers zurück. Wie passt das zusammen mit der Aussage, wo Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen. Und wo er nachher sagt, wenn ihr mit mir im Einklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Es klingt im ersten Moment ja schon nach einem Widerspruch, oder? Wenn Jesus zuerst das andere sagt und nachher jetzt das. Und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so scheinen mag, glaube ich, Jesus widerspricht sich eben im Endeffekt nicht. Aber was ich möchte sagen ist, ja, ihm nachfolgen, das fordert einen Preis vom Loslassen von unserem eigenen Ich, von unserer eigenen Agenda, von unseren eigenen Zielen und Wünschen. Ein Loslassen von einem Leben, das sich in erster Linie einfach um mich dreht, wo ich der Mittelpunkt bin. Und das ist vielleicht die grosse Hürde für uns alle, wenn es darum geht, Jesus nachfolgen. Wo wir nehmen müssen. An anderer Stelle heisst es, sich selber sterben. Oder sich eben, Jesus sagt, sich selber verleugnen. Und ich glaube, das ist so ein Grundsatzentscheid, den wir irgendwo mal machen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, über euch auch schon gefragt habt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das wirklich machen würde? Und ich glaube, wenn wir uns entscheiden, tatsächlich so im Einklang mit Jesus zu leben, von ihm zu lernen und nach seinem Rhythmus zu leben, wie das in diesem Vers heisst, ich glaube, dann werden wir eben genau das erfahren, was er dort sagt. Es ist vielleicht am Anfang ein hoher Preis, aber dann werden wir erfahren, dass wir durch das, dass wir so unterwegs sind wie er, ihm nachfolgen, dass wir tatsächlich befreit werden von diesen schweren Lasten, die uns sonst bedrücken möchten. Vom Erfolg und vom Leistungsdruck. Von dem Druck, jemand zu sein.
von dem Druck noch mehr müssen zu verdienen, um sich ein besseres Leben zu leisten. Zum Druck müssen noch schöner sein. Von der Angst, man könnte die Gesundheit verlieren. Von der Angst, was andere von uns halten könnten. Was Jesus uns einlädt, ist, wenn wir es schaffen, zum Loslassen von unserem Ich, dass wir frei werden aus dem Hamsterrad, wo wir uns vielleicht manchmal auch ein bisschen drin gefangen fühlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil das, was Jesus eigentlich will, nicht mega schwer ist. Er sagt, eigentlich ist es nicht viel. Wenn wir es schaffen, dort loszulassen. Aber solange dass wir irgendwie doch immer noch beides wollen, wird es manchmal schwierig, die Ruhe für unsere Seele, die Jesus da verspricht, wirklich zu finden. Und hey, ich rede da mega zu mir selber. Ich ertappe mich so oft drin, beides zu wählen. Oder? Ich meine, ich komme aus der IT, da hast du alles irgendwie optimiert und bin versucht, jedes kleine bisschen noch besser zu machen. Und manchmal lebe ich mein Leben genau gleich, dass ich möglichst alles noch irgendwo versuche reinzudrücken und reinzuquetschen und eben den Fünfer und das Weckli, dort wo es irgendwie geht, noch zu haben. Und Jesus sagt auch nicht, hey, es ist schlecht, Geld zu haben, es ist schlecht, angesehen zu sein, es ist schlecht, sich etwas zu gönnen und zu gut haben. Jesus hat oft gefeiert und er war Schreiner, er hat auch gearbeitet. Ich weiß nicht, ob er in der Zeit, wo er gelehrt hat, dort noch so gearbeitet hat, aber mindestens vorher. Aber wie so oft, und da kommt wieder das Thema mit der Spannung ein bisschen rein, ist es eine Frage nach der richtigen Balance. Und vielleicht weniger nach der Balance, sondern hauptsächlich danach, was schlussendlich tatsächlich das ist, was uns am allerwichtigsten ist in unserem Herzen. Ich möchte aufhören mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Über den Schatz im Acker. Er hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, oder dass ein ja nicht jemand stillt, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Alles angegeben, weil er gewusst hat, hey, der Schatz da drin, den ich gefunden habe, der ist so groß, ich gebe alles andere an. Hauptsache, dass ich den Acker kaufen kann, weil wenn ich den habe mit dem Schatz, dann ist alles andere nachher auch gut. Und ich glaube, das ist manchmal der Punkt. Die Kosten der Nachfolge, die tönen dann mega hoch, wenn wir irgendwie noch nicht in unserem Herzen verstanden haben, wie groß der Schatz eigentlich ist, wo wir haben, wo da parat liegt für uns, wenn wir tatsächlich bereit sind, ihm nachzufolgen. Und manchmal ist das eine einmalige Entscheidung und in vielen ist es einfach ein Prozess, wo man lernt, wo man drin hineinfindet, wo man immer wieder einen Schritt macht, Jesus mehr vertrauen und nochmal ein Stückchen mehr von meinem Leben anzugeben und einfach nochmal ein bisschen mehr vertrauen und lernen und so Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und da braucht es manchmal so den Einklang oder Gleichklang von dem eben unterwegs sein und sein, weil immer wieder in diesem Moment vom Sein, wo wir uns auf Jesus fokussieren, wo wir ihm näher kommen, sind so Momente, wo Gott uns hilft, immer wieder die Perspektive zu wechseln, immer wieder die Welt durch seine Augen zu sehen und wo es plötzlich einfach wird oder eben wo man merkt, wie kostbar der Schatz ist. Und darum braucht es beides. Es langt nicht einfach zu sagen, losstürmen und ich gebe jetzt alles an, sondern es muss kommen aus dem Sein bei Gott. Es muss kommen aus dem Moment, wo wir schnallen, wo es in unserem Herzen versteht, was das für ein Schatz ist, den wir haben bei ihm. Wir hören auf mit ein paar Fragen, Reflexionsfragen, um darüber nachzudenken. Die können wir jetzt gerade einblenden. Genau, da sind sie. Was bestimmt dein Denken? Was ist besonders viel in unseren Gedanken? Ist es Geld, Essen, Gesundheit, Sex, Ansehen, Erfolg? Nach welchen Kriterien verbringen wir unsere Zeit? Treffen wir unsere Entscheidungen? Dann ist es vielleicht ein guter Moment, sich mal zu fragen, vertraust du Gott
genug, um ihm ganz nachzufolgen? Und wo gibt es Sachen, wo du das Gefühl hast, ja, das wäre etwas, wo ich vielleicht zurücklassen muss? Und in Bezug auf das Unterwegs und Sein, auf die Balance, wie erlebst du oder lebst du den Einklang mit Gottes Rhythmus? Hast du eine Tendenz zum mehr Aktivismus, zum aus eigener Kraft so das Versuchen unterwegs sein, oder geniessest du einfach sein und merkst aber, dass dir manchmal schwierig fällt, wieder ins Unterwegssein zu kommen, wieder einen nächsten Schritt machen und wieder in die Bewegung hineinkommen? Und der Mehr-Einklang-Challenge von dieser Woche, oder? Wir haben jede Woche haben wir so einen Challenge, wo man kann sagen, hey, ja, ich mache mal einen Schritt, ist sich zu überlegen, hey, gibt es etwas, wo mir irgendwo zu wichtig geworden ist und wo ich mal eine Zeit lang darauf verzichten könnte. Zum Beispiel sagen, bis Ostern. Sagen, verzichte auf das. Wenn du das machen willst, dann hilft es manchmal, das auch irgendwo verschriftlichen. Wir haben da vorne so Zettel, wo du das aufschreiben kannst, vielleicht an Kühlschrank hängen oder sonst irgendwo oder am Morgen an den Spiegel, das ist vielleicht noch fast besser. So dein Challenge, fühlt euch frei, um das zu machen. Ich bete noch zum Abschluss und lade euch ein zum Aufstehen. Und das machen wir mit einem Gebet vom Niklaus von Flü, ein Schweizer, und er hat das so wunderschön, so die Haltung in Wort gefasst. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Und ja, Jesus, das beten wir für unser Leben. Und es ist so eine Entscheidung, die uns manchmal ein bisschen Schiss macht. Und Gott sei Dank sind wir bei dir angenommen, wie wir sind, auch wenn wir merken, dass wir das im Moment vielleicht nicht schaffen und noch nicht können. Du verurteilst uns nicht. Aber der Ruf, in das Unterwegssein, ist dir nachfolgen, Schritt für Schritt, der gilt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach zu uns redest jetzt in dieser Zeit, die wir haben, vom Worship, wo wir miteinander dich anbeten, dass wir irgendwo den Schatz erkennen dürfen, wo du bist. Wir dürfen erkennen, was du alles uns gibst. Was uns dann schlussendlich eben einfach macht, auch loszulassen von allem, was selbstzentriert ist. Loszulassen ist von allen Ansprüchen und Anforderungen und Vorstellungen, wo wir das Gefühl haben, dass an uns angestellt werden. Und können sagen, du bist das Zentrum. Du bist das Wichtigste. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in Worship. In dieser Zeit ist auch unser Gebetsteam für dich da, wenn du sagst, hey, ich möchte etwas festmachen mit Gott. Oder auch wenn du ein Anliegen hast. Ich weiss, dass im Moment ganz viele Leute wirklich auch mit schwierigen Sachen kämpfen in ihrem Leben. Und Gott sieht das und nimmt uns ernst. Und wenn du das mit jemandem möchtest teilen oder das Gefühl hast, hey, ich möchte mit jemandem über das beten, bist du herzlich eingeladen, das für unserem Gebetsteam machen. Oder eben, wie gesagt, die Mehr-Einklang-Challenge anzunehmen und für dich vielleicht etwas aufschreiben.